bin Sebastian Barlow, hier vom Frankfurter Solidaritätskomitee für Syrien. Von unserer Gruppe haben ja heute schon einige Kollegen, Genossen zu euch gesprochen. Ich bin aber auch vom Deutschen Freidenkerverband und ich kann sagen, es gibt viele Deutsche, ganz viele Deutsche, das sieht man, wenn man die Kommentare in den Nachrichten, auf den Nachrichtenseiten liest, die alle unser gemeinsames Anliegen hier unterstützen. Warum? Weil es kann überhaupt nicht im Interesse Deutschlands sein, sich in einen Krieg gegen Russland treiben zu lassen. Im Gegenteil, der letzte Krieg gegen Russland, den wir geführt haben, war die größte nationale Katastrophe für Deutschland und für Russland natürlich auch. Aber für uns hat sie noch dazu in unserer verdienten Niederlage geendet. Und es ist ganz klar, dass alle Deutschen und übrigens auch gerade alle patriotischen Deutschen, sich nie wieder von irgendeinem Hitler oder Obama in einen Krieg gegen Russland hetzen lassen wollen. Und das deutsche Volk... Das deutsche Volk hat die Pflicht, alle zum Teufel zu jagen, die jemals wieder versuchen werden, Deutschland in einen Krieg gegen Russland zu hetzen. Ich möchte an dieser Stelle auch gerne den kurzen Vers von Bertolt Brecht anführen, der kurz nach dem Zweiten Weltkrieg geschrieben wurde. Das große Karthago führte 3 Kriege. Es war noch mächtig nach dem ersten, noch bewohnbar nach dem zweiten. Es war nicht mehr auffindbar nach dem dritten. Lasst uns die Warnungen erneuern, auch wenn sie schon wie Asche in unserem Mund sind. Lasst uns das 1000-mal Gesagte immer wieder sagen, damit es nicht einmal zu wenig gesagt würde. Denn der Menschheit drohen Kriege, gegen welche die vergangenen wie armselige Versuche sind. Und sie werden kommen, ohne jeden Zweifel, wenn denen, die sie in aller Öffentlichkeit vorbereiten, nicht die Hände zerschlagen werden. Das war der Vers von Bertolt Brecht, der heute so aktuell ist wie damals, noch aktueller, weil jetzt dieser Krieg wirklich wieder auf uns zurollt. Jeder kann es in den Nachrichten sehen, beziehungsweise man muss ein wenig blind sein, wenn man es nicht sieht, dass uns die NATO in den neuen Weltkrieg gegen Russland hetzen will. Und das deutsche Volk hat die Pflicht, gegen diese Hetze aufzustehen und sich der NATO in den Weg zu stellen. Das deutsche Volk hat ein Interesse, ewige Freundschaft mit dem russischen Volk zu pflegen. Und denen, die die Kriege vorbereiten, wie Bertolt Brecht gesagt hat, in aller Öffentlichkeit, müssen die Hände zerschlagen werden. And now for Russia Today. Yeah. For Russia Today, I would like to repeat a little of this in English. Here are not only Russians, here are a lot of Germans among these people here who protest against media manipulation, anti-Russian manipulation, because it is also the German people who have a vital interest not to be dragged into a war against Russia ever again. Da gibt es einen Krach, ein kleines Krach. Провокатор. Wie ist das Ding? Vielen Dank. Ja, ja. Sehr gut.